von Nussfeller, ich alle Gute, mein besten Segens und Glückwunsch für das neue Jahr. Ich hoffe, die sind gut herkommen. Entretemps sind all die Feier, die Schnees rüber, an den Alter fängt so los an. Und ich wünsche dir aber, dass da etwas von all dem gefeiert werden war, auch noch könnt man an ihren Alter rüberholen. Daheim hat vielleicht schon ein Kripperscher aufgeriecht oder die merkt die nächste Dich. An der Kirche bleiben sie noch ein bisschen stehen, bis Licht ist da. Und hey, 400 Kröpfchen zu uns, weil da gebe ich euch gerne ein Froh mit auf den Weg gehen. Was möcht ihr froh? Wo fand ihr die richtig Fried? Wie wir gerade gemacht haben, wünschen wir uns am neuen Jahr in den anderen ein frohes neues Jahr. Wir sollen wohl auch eine gute Gesundheit. Allerdings, was nutzt es, wenn ich wohl gesund, mir von allmählichen Sorgen direkt und zerquetscht, und von Ängsten abgefräst gehen? Oder noch viel schlimmer, wenn ich ein alle Grand oder ein unzufrieden, knadrig Loder sind. Christen, hiedisch davon. So Attitüden sind nicht christlich. Und dafür am Anfang vom neuen Jahr die Frage, was möcht ihr froh? Wo fand ihr die richtig Fried? Vieles wird gesagt, kann uns froh machen, aber gute Prüfung oder ein Examen, den ihr gepackt habt, ist das nicht echt eine Belohnung für viel Schaffen oder vielleicht auch Chance? Ein schönen Autohund oder einen dicken Traktor. Ist das nicht echt eine Satisfaktion? Hi, schon nicht. Ein schönes Konzert. Ein spannendes Buch. Das ist der rechte Genuss. Ein leckerer Baufel. An ein süffischer Pott. Das ist ein Plaisir. Ein schönes Kleidungsstück. Das ist Hoffart. Und alles das lebt Leid, lebt Kammer, lebt Junker. Es kann uns geholfen gehen. Es kann zerstört sein. Und da sind wir dann beim König Herodes. Hier beginnt uns am 2. Kapitel vom Matthäus-Evangelium an einem Bibeltext, den wir für die sogenannten 3 Königstage hören, die Warjahrecht. Und den Herodes, das macht der Blass an dem Text, den hat Angst, weil du könnt eine Nachricht, du könnt einen Konkurrent abtauchen, die könnt ihm gefährlich gehen. An hier in der Marionettenkönig von Roms Gnoden, hier will ja aber seine Position, seine Macht und auch alles, was da mit der zusammenhängt, behalten. Und für das dann zu behalten, da benutzt den Herodes für dich die Liegen und dann greift ihn zur Gewalt. Alles das kann es ja aber nicht sein. Und dafür noch einmal froh, was möcht ihr froh? Wo fand ihr die richtig Fried? Etwas, was keine holen oder zerstören kann. Die Leute, das ist eine wichtige Frage für uns Leben. Und ich gehe sie mal auf den Weg am Blick ob Matthäus
2. Kapitel, Vers 10, wo man von den Sterndeutern hören, als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Da hören wir von Menschen, die sich auf den Weg gemacht hatten, einen weiten Weg, und die Ende von diesem Weg hier Fried von tun. Wir sind noch in der Weg. Durch uns Leben, durch die aktuelle Zeit, mit allem, was du lässt. Und du hören ich immer nicht, dass Leute mal so ein bisschen so wie die Jesaja an der ersten Lesung vom Epiphanie 3 Königstag beschreibt, dass es hingeht. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völker. Wir gucken zurück, ob bewegte Jahren hinter Corona, aber mit all dem, was auch nach 2023 war, was wird du 2024 uns bringen? Wir wissen es nicht. Keine Ahnung. Aber nicht unbedingt die besten Gefühle. Und du kriegst mir dann mit Jesaja zugerufen, steh auf, werde Licht, Jerusalem, denn es kommt dein Licht und die Herrlichkeit des Herrn geht strahlend auf über dir. Grad über all dem, was du deichter und dunkel ist, wo man nicht gesehen, wo es hingeht. Ja, du haben wir all die Zeit gefeiert, mir hun Licht kriegt, und du brennt Licht. Hätten die de Volksmund 3 Kinder genannt, Sterndeutler wie uns Bibelübersetzungen ob Lützeburg oder Deutsch et gebrauchen, gebildete Männer, eventuell geistlich aus dem fernen Osten, hätten sie ihre Blick nicht nur Uwe gerichtet, dann hätten sie nie die Stärke gesehen und dann hätten sie nie die Fried von. Wie viele Menschen gehen heute gebeckt durch das Leben, niedergeschlagen. Aber wie viele Menschen noch mehr wollen ja aber Fried finden, ein Fried, der uns nicht geholt gehen und die uns auch die düsteren Momente am Leben helfen. Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Ja, wie Sterndeuter, wir können, wir dürfen, wir müssen sogar unseren Blick nur Uwe richten. Und dann, sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter. Das kommt der Jesus, den Herr nur im Mann gibt, den Menschen durch sein Leben, sein Zeichen, als seine Botschaft lehrt. Mensch, das was düster und dunkel ist, da wirst du nicht weitergesetzt, ob das zwischen am Denksten von unserem Alltag sind, ob das der Welt der Lauf ist, und die war ja noch immer komplex und kompliziert, und ob es sogar ganz persönlich Dimensionen von Fehlern, die er vielleicht selber gemacht hat, von Schuld, die ihn auf sich geladen hat, von Sinn, und sogar den Tod, den andere Menschen rundherum uns sterben, an den uns traurig macht, mir auch den Tod, den wir für uns anholen, weil auch wir werden sterben. Da weist sich an dem Jesus Licht für uns. Am Stern von Bethlehem, da reflektiert immer schon durch das so. An der Weg vom Christ geht hell gemacht vom Licht vom Obersternenen.
Ja, aber wenn wir vom Weihrauch hören, ob drei Königstag, am Jesus hält sich Gott unsere Misere un. Dafür steht Myrrhe. Und am Jesus dreht Gott unsere Misere matt bis zum Kreuz, bis an den Tod. Dafür steht die Butter Myrrhe. Und durch seine Auferstehung feierten das ganz zum Glanz von der Ewigkeit, symbolisiert durch Gold. Liebe Jungfrauen, liebe alle Guten, die Jesus kennen, seine Botschaft, seine Hoffnung entdecken, mit ihm auch am neuen Jahr durch die Leben gehen. Ja, da können wir wirklich Fried finden, die kein uns holen kann. Und lasst mal Glauben an Kirche nicht leben wie eine lästige Pflicht, wie ein Besuch beim Zahndoktor oder an der Schule. Mehr gehen wir mit ihm an das neue Jahr, weil da können noch mehr wirklich froh gehen. Und das wünschen wir euch von Herzen. Und dazu soll den Herrgott euch sehnen, der Pap, der Jung und den Heiligen Geist.